Gode Marius Ola. Mij freut het zo zeer dat je zijn gekomen. Mij freut het dat jeder van jullie zijn hier. Ik hou met ieder van jullie verteld van jou en mij freut het dat je zijn hier. Ik geloof je voor een zeer schöne dag aan het hoop. En je gaat al je zijn en je gaat al je gehoord. Aan het thema van jou is de geestelijke vrucht. En wanneer we denken aan de geestelijke vrucht, we denken aan de lief, de genade, de geduld. We denken aan dat goedjes aan zijn, vrede. Alle die dingen, en dat je zich zo smaakt, dat je zich zo schijnt. En we willen hier die vrucht uitleven, niet? Je weet vielleicht wem, wanneer je aankijkt van je vriend en een familie, je weet vielleicht zo waar je kan zijn, die heeft lief. Of die is geduldig. En ik weet niet of je zo zijn als ik, maar ik ben immer zo, man, zo'n mens wil ik zijn. Dan merk ik plan en ik voer doorgaan en ik wil zo hier zo'n mens zijn. En, maar wat ik wil van deel van reden is, ik wil hier gelijken, wanneer we van deel hier wegvoeren, Luther, dat we hans something van wat we kan ongrijpen, onhouden, zodat we weten waar we de geestelijke vrucht kan uitleven, zoals we alle willen. Ik wil van deel ook een beetje van reden van mijn Zeichniss en wel God dat vrucht heeft gewezen en gewassen in mijn leven. En maar ik dacht ook, ik wil so, wenn wir dann die Schrift studieren und lesen, dort ist nötig, dass wir einmal lesen, die Versen, was eier sind, als die, was wir studieren. Weißt du, was ich meine? So, von der, ich glaube, Judy lese Galater 5, Vers 22, die von der Frucht. Aber die Vers, die dort eier, die dort verdort, wir es sagt, was anders. Und so, ich würde die Versen beglegen zu lesen und dann sein, von da, wo kann ich die Frucht uitleben. En so, Galater 5, Vers 19 van 21 sagt, wat dat Fleisch verbeugen heeft is klaar, door Ehebruch, Hurerie, Onreinheid, onbandet Leben, Afjetterie, Sabberie, Feindschaft, Streit, Habsucht, Wut, Nozigsennen, Zank, Spullerie, Aufganst, Mord, Suppen en Vreten en so wat meer. Ik heb je dort al einmal gesagt, aber ich sage dort noch einmal, dass die so wat daunen wollen und Gott seine Recht nicht ankommen. Und so, das ist nicht eine schöne Vers, nicht? Aber von dort kann ich verstehen, dass als Natur will einen Sinn leben. So, in einem Weg, wir wollen dort Frucht annehmen, was hier ist, aber eine andere Seite, als Natur, wir haben dort Sinn, was wir mit kämpfen tun. Und, so, der Apostel Paulus schreibt in Galater, dass uns Natur will sein und dort ist klar. Wir weiten alle, wir sind geboren in dort Sinn, nicht? Wir weiten, dass so viel leichter aufjanzig sein, als Gott sein, nicht? Dass so viel leichter vielleicht noch mal Wort haben, als leichtollig sein. Und so, wir weiten dort alle uns Natur, und wenn wir Kinder haben, der Sinn ist klar und das so leicht in das Sinn leben. Römer 3, Vers 10 bis 12 sagt, so ist das geschrieben steht, du hast keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Du hast keiner, der ein Verständnis für Gott hat oder nur am Segen geht. Sie haben alle Gott seinen Weg verloren und sind nutzlos geworden. Du hast nicht einer, der nachdenkt, was Gott ist. Und so, das ist nicht Gott nur recht. So, hier ist, was wir wollen, gute Menschen sein, wir sind doch nicht. Der Sinn ist an uns. Aber hier ist eine gute Nachricht. Wir sind alle so dort. So, dass nicht einer, nur wir können kicken und sagen, oh, die ist perfekt. Die ist besser als ich. Oder ich bin besser als die. Nur das kann wir schließlich nicht sein, weil wir haben dort alle, wir sind alle in dort geboren. Und so, dort ist eine schlechte Nachricht, aber doch ist dort auch gut, weil wir sind alle auf derselben Blatt. Und dann ist noch mehr gute Nachricht, und ihr weißt noch, was das ist, nicht? Dass Jesus hat gekommen, um unseren Sinn zu merken. Und so die gute Nachricht ist, wir sind auf derselben Blatt geboren, und dann wir haben alle dieselbe Gelegenheit, die gute Nachricht anzunehmen. Jeder einer von uns hat die Gelegenheit,
vrij worden van dat zin wat zo vast en ons baan is. En we kunnen dat dan bij blijven aan Jezus. En je weet dat, niet? En in Römer 3, vers 22 zegt, dat is God zijn gerechtigheid. Die hij al die Leben deed, die aan Jezus Christus geloven. Du hast kein Unterschied. Alle man heeft gesündigt en kämpft daaraan tot hart. Wat hij bij God zijn zal, schenkt God aan de rechtvaardiging uit genoden door de reding die in Christus Jezus is. So dat is een bijzonder goede nodig. We hebben de gelegenheid van de zin vrij te worden door Jezus Christus. En de enige weg wat we kunnen doen, is aan Jezus geloven, dat we ons aangeven. En zo, mijn Zeichniss van jou, en dat is mijn gelegenheid, ik vrees me dat ik jullie kan zijn, wo en mijn Zeichniss God heeft me gewezen. Wanneer ik me aangeeft, dan heeft hij ook dat vrucht gewassen in me. So wanneer ik me daar aangeven, de zin, Jezus betoelt de zin en die helpt me door iets, zodat ik in de vrucht leven kan. En zo dan kan we, niet dat we dit kan verstaan, dat we zijn in de zin geboren, we kunnen dan ons verse wat lezen, Galater 5, 22 tot 26, kan we dat nu wat lezen, met frisse uren. Den Jezus zijn vrucht is lief, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedgezonnen zijn, geloven, gelindigheid en zelfbeheersing. Geen zonne is de gezats niet. De gezats, dat meint de zin, wat vast on is, dat heeft dan keine kracht. Die Christus Jezus ongeheeren hebben dat Fleisch met last en Leidenschaft hoop gekriegt. Wanneer we in Jezus leven, dan wil we ook in Jezus wandelen. So dat is bloos, wanneer we ons aangegeven zijn, no die wat ons kan vrijmaken, niet te irgendein andere, te die wat ons kan vrijmaken, Jezus. Wanneer we ons aangeven te hem, dan kan hij ons wassen. So, nu wil ik met die brillen, kan we ons opzetten, nu wil ik ons beet van mijn Zeichniss vertellen. So, ik was op en zeer fijne dietje heim, met een dietje heim, mijn ouderen, die nemen ons in de kerk, iedere zondag, en ik ben zo dankbaar voor dat. Dat is zo'n grote, fijne ondergrond wat hij mij heeft gegeven van Bibel verstaan, zum God verstaan en wo zum een goed leven vieren. Ik wil hier een goed mens te zijn. Ik wist, en dat weet je ook, wo zit een goed mens en wo zit een slechte mens, nee? Ik wil immer hier een goed mens zijn. Maar ik probeer dat zeer mezelf. Ik had mijn plan, ik deed dit en dat, ik wil een goed mens zijn. En nog één ding is, ik wil hier gaan dat andere mensen zullen mij leven. En ik weet dat een kind dat een mij en zal, ik wil meest ergens wat verkijken, zodat een andere met mij wordt gelijken. Ik wil mijn middag weggeven, zodat hij mij wordt gelijken. Dat we voor mij een grote ding, ik wil leven gaan. En toch, ik wil ook andere leven. Ik wil hier veel vrienden gaan en jaren leven wezen, maar toch, ik wil leven ook gaan aan mij. Wanneer ik 11 jaar oud was, ik met mijn vriend huis. En we een zeer fijne vriend. Dat is niet, in deze dag is nog helemaal mijn vriend. En zij zei te mij een avond, ik ben ook weer, wat ik zeer fijn was. En zij zei te mij, wel, met mijn slechte weer, waar ik normaal gaan. En ik dacht, dat wil ik niet. Wat meint me dat? En zij leest me een paar versen in Matthäus, wat ervan reden, dat slechte weer wie een zin, en die zin wordt een normaal brengen. En ik dacht, dat is wel zo slecht. En zo dan, den avond, met den vergt aan mij, ik wil niet normaal. En zo met dat vergt, zei ik, oké, wel dan wil ik Jezus aannemen. En zij zei te mij, Jezus is de enige weg, wie du kost in hemel nemen. En zo dan, dat ik den avond, zij wijst mij, wie den touw beden. Ik deed dan Jezus aannemen en geloven. Ik zei, Jezus, door mijn raden zijn, door mijn zin vergeven, ik wil hier in hemel nemen. En zo den avond, we ganz simpel, ik moest ganz simpel beden. En ik wist, den avond had Jezus mij geraad en ik ben zo dankbaar voor dat. Zo dan, de eerste vrucht wat ik kon zijn, wat Jezus deed ontvangen te wassen in mij, is dat de vrucht van lief. So, je had nu gehoord, ik wil hier dat lief krijgen van andere mensen eerst, nee? Hier wil ik aan de andere mensen zo mee leven. Maar dan op eenmaal kan ik voor de eerste maal verstaan dat Jezus leeft mij. Dat is niets wat ik kan doen
beter zijn, of meer, of goud is, dat hij mij wil leven, want hij leeft mij. Ik wil een zin daar, wel kan hij mij in dat zin, wel kan hij mij leven. Maar hij died. En dat kan ik voor de eerste maal verstaan. En dat ik wil geraad door de genade, niet door mijn werken, maar door de genade wat Jezus mij geeft. En zo niet in deze dag, als de kraak, ik kan dat sparen, mijn natuur, wegen mijn natuur wel allemaal leven in de zin aanglapsen, niet? So mijn natuur wel ver aan andere mensen leven, maar zij oppassen, wegen mijn motief is niet immer reich, wegen wenn ik een andere leven deed, maar oppassen dat ik wel niet bloß hand die zo mij terugleiden, dat andere mensen mij van gleichen in leven. Maar oppassen, wegen de vraag wat Jezus mij heeft is lief, dat ik kan andere leven, maar kein, wenn die mij niet gleicht, dat is het ganz en dood. Wegen Jezus leeft mij, en mijn ehrlich zin, wegen ik zei nog maar niet een zeer fijne mens, maar ik wil gleichen te leven, maar die leeft mij anyway. So wegen hij mij dat vraag geven, dat ik kan andere leven. Dat wordt niet wer zij zijn, of wat zij doen, ik kan die leven. So dan, wenn ik in Jugend weer, ik vier dan nog een jugendgroep en ik weer dan in een jugendshow en dat wil ik zeer goed, maar ik kan dan zijn, ik wil meer als bloos een goede mens zijn en ik wil meer als bloos andere mensen leven en die leven ook aannemen en Jezus die leven aannemen, dat wil nog meer. Niet op eenmaal kan ik zijn dat ik kan onder verlangen. Ik had niet een verlangen om God zijn woord lezen, want ik eerst niet had. Ik wil zijn woord lezen en studeren en zijn wat mijn God met zijn woord. Ik wil aanvangen onder de mensen te doen. En ik kijk in een jugendgroep, ik kijk waar ik onder mensen kan houden, dat je bloos niet verlangen wat God mij geeft. En 2 Korinther 4, vers 17 zegt, doorwegen, wanneer wer in Christus is, dan is hij een nieuwe mens. Dat wat hij verheerlijkt is niet meer. Hij is niet wat niet geworden. En zo, dat geeft me niet verlangen, maar dat je dan gaan en terug. Nee, we gaan dat zin naartoe, we een arme wel terug gaan. En dat moet terug gaan naar Jezus. En dat aannemen wat hij wil voor mij. En je zijn alle jugend geweest, dat vielleicht nog jugend hier ben. Je weet wat er jongens zijn, en wat er vrienden zijn, en wat er shopping is. Er zijn zoveel dingen wat een hier in wel, dat je zo schijn. En zo, ik zag wel, ik kon niet schließlich met mijn tijd met Jezus en zijn woord lezen, met tijd nemen voor arm. Dat zijn zoveel andere dingen wat ik ook wil. En ik had een struggle met dat. En dan op eenmaal, ik was 16 jaar oud, en dan valt me wat bij. Ik was dan aan dat ik had Jezus dan aangenomen als mijn radar, en dat was zeer fijn en zeer goed. Ik had mijn zin betoeld en ik was zo dankbaar. Maar dan werd ik, ik moest Jezus ook aannemen als mijn Herr. Die moest mij niet leiden. Het moest am niet zijn, Jezus, die has mijn leven. Doe mij wieder leiden. Dien weg, niet mijn weg. En Galater 2, vers 20, ik deed me dan duipen laten. En dit was mijn vers, en ik geloof allemaal, dit is mijn levensvers. Dit gelijk deze vers. Zo zeg ik zie met Christus, met gekruisigd. Dat is sie eigentlich niet meer ik, die doorleeft, dat is Christus, die in mij leeft. Dat leven dat ik hier im Fleisch leef, leef ik im Glauben an Gott zijn Zin, die mij goed weer en zichzelf voor mij aangeeft. En zo, ik maak me allemaal teruggaan tot dat. Jezus zijn weg is beter. En mijn weg wordt bloos ten slechte, ten doden komt. Dat is Jezus wat leven brengt. En zo, dan, ik deed me dan bevrijen met mijn man, Quentin. En dat ging ook zeer schijn. We hadden een paar zeer schijne jaren we deden beide zeer schwer schaffen. Ik had op een tijd 3 jobs, wie ik 3 verschillende steden die geld maken, so wie deden boze geld verdienen en dingen kijken en al dat. Maar dan eenmaal kwam Quentin naar huis van zijn arbeid, dat we een werk even wie hij was en een lagerkamp die doorschaffen, kwam hij naar huis en dan deed hij te mij, hij had ook ganz klar, hij zei, God had ook ganz klar gemerkt aan den werk, wie zullen nog Bibelschool worden en dan nu dat zal we predigerlied worden.
Ich sehe, nee, keine Wahl. Das ist nicht Gott sein Willen für mich. Vielleicht ist das für die, nicht für mich. Ich glaube nicht. Und das will ich nicht. Wegen mein Leben gemaglich. Ich lebe, wie leben. Ich will nicht was anderes. Und ich weiß, Bibelschulen, das meint, ich schwinde Nothand, das meint 4 Jahre, das meint sehr viel Geld in Schulden. Was wird wir tun mit Geld, wie wird das Geld ankommen? Und dann Predigt dann von ganzem Leben, wer wird dort wollen? No, ich sehe, no, ich glaube nicht. Aber dort nehmen ein paar Werke und Gott fängt an, in mein Hort zu schaffen. Und dann sehe ich, okay, wer muss sein, wir können uns Sachen for sale, statt man sein, dass wir dort können verkaufen. Und so, ihr weißt, wenn einer will Haus verkaufen, und man ist durch einen Real Estate Agent, und man dort alle Dinge am Internet, das ist eine lange Zeit, nicht? Aber wir dachten, okay, wer muss ein for sale sein, merken, da muss am Fenster nachbauen. Wir hatten 2 Jahre, wir dachten, wer ein von uns vor der Krieg so ein for sale sein ab, und wir hatten auch ein Snowmobil. So, wir dachten, wir wollen dort auch Proben verkaufen. Und die würden nicht leiden. Ich dachte auch angeben, ich sagte, Gott, wenn du das warst, dann wirst du uns wiesen. In 3 Stunden, und in Sinn und Smars, in 3 Stunden haben wir alle 3 verkauft. Und ich weiß, nachher nicht, wo das passiert, aber da wir bloß Menschen haben vorbeigefahren, sagt, for sale sein. Und in 3 Stunden haben wir alles verkauft, so dann wusste ich, okay, Gott, wie wollen wir die was haben, wie sollen. Und dort war so klar. Und so, in der Zeit, in der Jahren, hat Gott noch Einfluss gewaschen in mir, und dort wir glauben. Und ich lehre, dass wenn ich mich hangebe, auf was nur Jesus, aber wenn ich meine Verlangen hangebe, meine Denken, was ich dachte, meine Verlangen, mein Leben, alles, was ich will, wenn ich da bloß mal hangeben und treu sein zu ihm, dann wird auch treu sein zu mir. Und so, in den Jahren mein Glauben was, und ich sage, weil Gott ist gut und groß und treu, immer ist er treu. Und dann kann ich anfangen zu sein, dass dort fruchtbar ist in mir. Ich kann sein dann, wie meine Gebete, Gott, der antworten. Alle Dinge, die beten, und dann wird dann antworten. Und so mein Glauben was. Und dann, ein paar Jahre später, wir waren dann in der Bibelschule. Und ein Ding, was ich will sagen, ich bin sehr dankbar, für weil meine Mama mir hat gelehrt, sehr schwer zu schaffen. Und zum Vorwärts gehen, immer vorwärts gehen und nicht negativ denken. Und ich bin sehr dankbar für das. Aber ich bin so ein Sort Mensch, der gleich alles perfekt zu haben. Ich würde sagen, es ist in Englisch als ein Perfectionist. Ich will bloß, wenn ich ein Ding will, das muss ganz perfekt sein. So, je kann dann sein, man den einen sieht, und man immer schwer schaffen und vorwärts gehen, und der andere sieht, alles muss perfekt sein. Dat hij sehr bozig met mij wat steed brengt, wat niet gezond weer, wegen ik dat dreht, bloß immer und immer. Und ich schafft und ich schafft und ich schafft. Ein Tag, dann wir in der Bibelschule, und mein Mann so besieht mich, der wird auch ganz und mit alle dort ran. Und der sagt, und der kijkt mich in meine Augen an, und der mit seinen Händen an meine Schulter schnappt. Und dann sagt er, je nicht mit das. Der sagt, ich liebe dies, es ist die Bass. Krax ist die Bass. Die kostet nicht irgendeine andere Mensch sein, dass ich die mit mir leben. Ich lege dieses Dübers. Und dann sagt er zu mir, das ist Gnade. Nimm das an, das ist Gnade. Das wird dann das erste Mal, was ich fange an zu lernen, was Gott sein Gnade wird. Sein Gnade ist immer genug. Der leitet mich, ich bin genug für ihn. Und das ist nicht, was ich mir tun wird, so dass er mich mit mir wird leben. Und dann will ich auch Jungen vertellen, als du in steht in ihrem Leben, je dann ran, und je glauben, je sind bloß nicht ganz genug. Und ich will Ihnen sagen, dass mein Mann sagt zu mir den Tag, je sind genug. Gott hat dir gemerkt, dass du bist, und du bist ganz genug, und Gott ist du bist. So dort ist ein Weg, wie ich mich immer, even von dir, mit immer zurück geben und sagen, okay Gott, du hast mir gemerkt, dass ich sie, und ich war dort leben. So die Frucht, die Gott mir hat gewaschen, ist, wenn ich mich angebe zu dort, ist dort Selbstbeherrschung. In Englisch ist das Self-Control. Wenn wir sie Gnade haben und wir das annehmen, dann brauchen wir nicht alle die anderen Dinge, die nicht gesund sind für uns, nicht? Die Dinge, die uns Temptations, Dinge, die wir hier wollen, die nicht gesund sind, wir können dann sagen, nee, das brauche ich nicht. Was Gott mir hat gegeben, ist ganz genug. So, wir hatten dann 4 Jungs, beinahe 5 Jahre.
dat wird sehr, sehr drag. So, junge Mamas, wenn je kleine Kinder haben, besonders wenn die ganz dicht taub sind, je weiten, wo drag die sind. Aber doch meine Jungs, glaube ich, werden nach bitterlich, wenn ich das erreicht wird, aber sehr, sehr drag. Drag ist andere Kinder. Und ein Ding, was sie deden, einmal mein älster Junge, wie 3 Jahre alt, ging in eine Keller nennen, und die hat meine Keller gefarben. Da wie man so eine Farbe, einer nicht kann loskriegen. Die haben meine Flühe, die Wänge, die Stappen, sie spielt ich, wie die Farben. Und das bin ich ans eine Haus, das bin ich, was wir Renting daten. So, das bloß ein, ich habe so viel geschenkt, was ich kann sein, aber meine Jungs werden sehr drag. Und aber, gerade in der Zeit, meine älteste Junge wird dann 3 Jahre alt, gerade in der Zeit, wir können sperren, Gott hat uns erlauben, dass wir dann nur die Bibelschule, und Gott erlaubt uns dann zu uns ersten Dienst, Kirchendienst. Und wir waren so excited, wir freuen uns so sehr, und wir hatten 13 Stunden wegtragen von unserer Familie und Freunden, und wir können nicht ein Mensch, keinem kann wir da. Und so, aber wir freuen uns, die Kirche freut sich auch, wir fahren da hin. Und ich will hier eine gute Predigt für euch sein. Ich will alles, das ich da nenne. Und das klingt mir so schön. Und ich habe so viel Leid für Menschen. Und das klingt mir so schön. Aber, je kann nicht denken, kleine Jungs. Und ich will hier das andere tun. Und ich kann nicht bad tun mit einer guten Arbeit. So dann ein Tag, da wir was passiert, was sehr besonders war für unsere Familie. Und wir, so das was sehr schwer, wir würden dann nicht mehr wieder in diesen Kirche, wenn wir dann vorher gemerkt, aber wir können nicht verstehen, was da passiert. Und dann auf einmal, eben nach, in einem Tag, hat wir nichts. Wir hatten nicht einen Freund, da wir keiner, die Menschen können nicht verstehen, was da passiert. Und wir waren wirklich ganz allein. So, wir hatten 13 Stunden aufgetragen, wir hatten keine Familie an uns, und wir waren ganz allein. Und dort war so eine schwere Zeit für mich. Wir waren nur an Depression nennen, nur dort. Und, aber ein Ding, was Gott lehrt mir in der Zeit, ist, dass meine Jungs wären meine geratste Dienst. Ich habe mich so sehr in der Kirche geschafft und live für andere Menschen. Ich habe mich verjäten für meine Jungs. Und dann Gott weiß mir, wie eine Band ist, die Season, wie die neue Band ist, dort ist der geratste Dienst, was Gott hat für die. So dann muss ich mir lernen, hingeben, oder weiter hingeben. Aber das muss ich hingeben zu der Zeit, wie Gott mich behandelt hat. Weil ich dir auch fragen, wie bist du nicht? Hast du kleine Kinder tust? Bist du in Jugend? Bist du in der älteren Früh? Hast du große Kinder? Wie bist du? Und kannst du hingeben zu der Zeit, wie Gott die nicht behandelt hat? Und Gott dein und deine Zeit. So die Frage, wenn ich mich hingebe zu dort, die Frage, was Gott mir in mir wissen hat, ist gut gesonnen sein. So, wenn wir uns hingeben zu dort, zu wie Gott uns hat in dieser Season, dann brauchen wir nicht auf sich sein für den Nächsten. Und, Jana hat doch besser als ich, oder Jana hat, die Kinder sind besser, oder das, oder ja. Wir brauchen da nicht dort aufgehens haben, oder andere Feilung, aber nicht gesagt, als wir können dann gut gesonnen sein, nicht? Wir können andere gut wünschen, und wir können auch zufrieden sein in uns Leben, wie wir sind. Okay, so dann, da ich das ändern, nicht weil ich die beste Mama sein ist, was ich kann, meine Jungs. So, ich probiere sehr, ich sehr dann, was ich kann, ich habe einen Plan, ich bin so ein Mensch, ich habe alles ausgeschrieben und Charts merken, und ich weiß, ja, das was ich dann tun, gute Mama sein. Aber das schafft nicht. Und meine Jungs sind sehr drag, und ich bete jeden Tag, dass Gott wird mir Geduld geben, dass ich geduldig sein, leibtüchtig und freundlich, aber jeden Tag wieder selbst und das bloß nicht. Und ich bete Gott, gib mir das, so dass ich eine gute Mama sein, und ich probe, und das schafft nicht. Ein Jahr später, dann, für ein ganzes Jahr, wie das. Und dann, ich sehe einen Tag zu meinem Mann, ich sehe, weißt du was, ich habe nicht von dir, Gott hat mir Gebete nicht mehr anbieten, ich sage, ich kann nicht mehr live, Geduld, nichts mehr, was
volhaan en jaar terug, dat schaf niks, so ik dacht, ik wil ophuren met dit beden, schaf en wenig. Krak in die tijd, wie den hier handtragen, en ik wil maar van daar reden, Lothar, aber wie den hier handtragen, dat we een vriend, een andere mannetje, wat vroeg me, hey, was met mij toe Bibel lezen? Voor een jaar, waar we toe in ons ene tijd een kapitel lezen, en dan waar we op WhatsApp een beetje zich vertellen, wat we hebben geleerd den dag. En ik dacht, oké, ik deed really niet maar zeer veel Bibel lezen, ik had niet tijd. Ik probeerde te zijn, een goede mama te zijn, en dat weer zeer druk. So, dan direct vang ik aan, iedere dag Bibel lezen, en ja, ik krijg zoals hij zei. En dat werkt dan een meeste nieuwe Lothar. Op eenmaal zag ik, hier heeft wat geändert. Op eenmaal zag ik, en ik keek een beetje naar wat dat passiert, wanneer ik met mijn jongens, en ik zei, ik heb mij maar geduld. En ik dacht, ik ben vriendelijk tussen mijn jongens. En dit schaffen we zoveel beter. En ik dacht, wat heeft dit passiert? En dan wist ik moest me aangeven te God zijn woord. Ik moest me aangeven te tijd nemen met Jezus. En dus wanneer ik dat deed, dat neem een jaar, dat neem meerdere maanden. Maar wanneer ik tijd neem met Jezus en God zijn woord lezen, de Jezus past aan mij. En dat moest ik, dat ik niet meer van mezelf, dat je de Jezus wat dat deed. Dan wist ik kan niet meer liefdollig zijn in mezelf. Ik kan dat niet meer aan mij. Dat mag God doen aan mij. Psalm 119, vers 105 zegt, dien woord is een lamp, mij den weg te wijzen. Ik een licht, mij den stuk te bedaken. So dan in die tijd, die vrucht wat was in mij, je lief, geduld, vriendelijkheid, jelendigheid. En ik wist, ik kan bloos een goede mama zijn, ook een goede vriend, een goede vriend, een goede predikvriend. Al dat wat ik zijn, kan bloos goed zijn met wat ik doe, wanneer ik mij zijn. Ganz handen geef, te tijd met Jezus en zijn woord. So 7 jaar terug trok we hier aan, naar Ontario. En dat we kraakten, zoals je denkt, we kwamen hier aan en we kenden keinem. En ik wist niet, nee, we weten al dat ik een zeer zware tijd daar gegaan. So we kwamen hier aan om te kerk zijn en met mensen spazieren en zijn dat we dat kunnen merken schaffen. En wanneer we hier waren, ik had zo'n vergt in mij. Ik bid naar God en ik zei, God, ik kan dit niet. Ik kan dit bloos niet. Dat is zo zwaar. En wanneer zelfs je denkt wat passeren is, wat eerst weer passiert, wat mij wat pas uitbrengt. Dat wat ik niet pas niet kan. En dat we niet nog wieder is dat hier staan. Dat is niet een ganze country. En ik zei, God, no, dat kan ik niet. We kunnen niet een mens hier. En dan een dag, ik kwam met dat en ik bid en ik zei, Jezus, help me. En dan wijst hij mij waar dat die vrede, niet vrede, die vergt opgeven. Geef me die angst. Dan moet zijn wat passeren. Okay? En dat is zwaar, maar ik deed kraak in die moment. Ik zei, God, hier is mijn vergt, ik wil die dat geven. En dan, wanneer dat, de moment waar ik dat loslaten deed, dan weer dat vrede. Dat weer was een riet en de vrede kwam aan. En dan wist ik, dit is wat God wil hebben van ons. Ik moest dat vergt loslaten. En so, wanneer we niet kunnen zijn wat verder ons is, en we hebben dat vergt aan ons, vielleicht weten we niet wat passiert met onze kinderen. Ook kinderen, wanneer ze in trouble zijn, vielleicht zijn ze niet op de rechte weg. Of vielleicht weten we, God roept me, we gaan en ik wil niet. Maar wanneer we dat vergt, dat angst loslaten, die vrucht wat in ons bossen deed, is vrede. En God heeft me dat gewezen. 2 jaar terug, so nu zijn we hier een paar jaar geweest, of 7 jaar zijn we niet hier geweest, maar 2 jaar terug, mijn zoon had een accident. En dat, wat ik zei, is vielleicht een van de spannendste tijden in mijn leven. So, dat we in februari, dat is nu meest 2 jaar terug, we willen sledding fahren. So, weet je wat sledding op een snij, zodat we de afrutschen van de eiver, wenn de snij bieten is, en dat je het schijnt, besonders bij de kinderen, kan boe zich afrutschen, en dan doen ze dat ook water, niet? En so, we willen fahren sledding met onze kinderen, met onze jongens toe. En so, dat deed we dan, en we hadden een goede tijd. En dan op eenmaal schreef er weer. En ik ran naar de andere zijde eiver, en daar heb je mijn zoon, Gabriel. En die schreef, en hij zei, ik kan mijn bein gebruiken. En ik dacht,
wat, die Beine ist gebrochen und die schräg. Und da werden Menschen, die uns dann halten, und so wie die dann noch ans Fortig drehen, und wir können sperren sein Bein, als das nicht reicht. Wir können dass wir ein Seier damit feilen, dass wir können dort sperren sein Bein, dass wir nicht reicht, weil sie eine Knack ist. Und da werden mehrere Dinge, was da passieren, dass wir nicht von dort wir gaudet, dass wir sehr schlechte Dinge, was da dann passieren, das wird nicht immer gehen, aber schließlich wir auch in Gabriel ab uns Weg nach Windsor. Wir haben eine Schädung in Windsor als vielleicht besser Healthcare mit broken bones, die würden uns mit besser können halten. Und so wir dachten, ich würde fahren, ich würde durch Hand nehmen. So wir werden dann an uns Truckbahn und wir fahren nach Windsor. Und Gabriel, der hat so viel weiter. Und ich kann mehr nicht vertrauen. Und das wie vorhin deed, die will hier auf sein Spieltisch, auf sein Tablet will er spielen. Und ich habe das hastig mitgebracht, aber da war keine Batterie. Die Batterie war tot. Und dann will er, phone, something that would be distracting. Ich dachte dann, ich will das Radio anmerken, die sagt, no, nicht dort. Ich dachte dann, das Phone geben, mein Phone wird dann auch mehr tot. Alles wird tot. Und wir haben so hastig viel weiter. Und so wie führen. Und ich schrie und ich sagte, Jesus, help uns. Und dann kickte ich in meine Seele und ich sagte, Gabriel, Jesus ist mit uns. Jesus ist mit uns, er wird uns helfen. Und jeder Bump in der Weg, ihr wisst, der Weg bei Windsor ist nicht ganz glatt. Und jeder kleine Bump, das ist so, ich habe so viel bei dir. Und dann wir fahren, und das wie fahren deuten, kicken ab und durch für ein Sunset. Und die Sonne, für the most beautiful sunset I can jemals gesehen. Dat wir pink and purple and orange and all die kleuren. En dat wir krakjes wie voor die do krak en do verder mee, dat wir die sunset. En ik wist views en ik zei te Gabriel, ik zei, zie Kimmel, Jezus is met ons, die is met ons, wie kan dat do zijn? En we vieren en de ganze tijd, ganz bij Windsor, wie die sunset. En Leute haben gedacht, und ich like, wo ging das nicht positiv auf? Aber die ganze Zeit, wie die Sunset da. Und dort wir so eine Freude an mir, wegen, dass wir eine solche Sache Zeit, aber ich weiß doch klar, Jesus sagt zu mir, ich sehe mit dir. Ich sehe mit dir nie, ich will mit dir morgen sein, ich will mit dir sein und ich will dich nicht verloren. Und die Tag, dort war spannender, dass wir mehr Dinge, was nach euer werden nach spannender, nur dort. Aber der Sunset, wir nach in meinem Kopf, der Bild, wir in mir Gedanken, und dort ging nicht wahr. Und bei Gott sieht mir, ich bin mit dir, das wird noch schwerer worden, aber ich bin mit dir. Philippa 3, Vers 7 sagt, in Gott seine Friede, der wird über alles, was Menschen verstehen können, wird je nach Worten und Gedanken in Christus Jesus bewahren. So, wenn wir uns hingeben, eine Sportzeit, ich weiß, die sind auch, hier würden vielleicht noch von Sportdingen vertellen. Wir sind alle an diverse Sportdinge durchgegangen. Und morgen wird vielleicht noch eine Sportding sein. Unser Leben ist nicht leicht. Aber in der Sportzeit, Gott hat mir gewesen, wenn ich mich hingeben kann, wenn ich mich hingeben und nicht jeng am Stuhl oder jeng am Stehen und sagen, no, ich wollte nicht, das wollte ich nicht tun, wenn wir uns hingeben zu der Zeit. Gott wird uns Frieden geben. Er wird uns wiesen, dass er ist mit uns. Nie und morgen und übermorgen. Und wenn wir uns nicht hingeben, dann kann wir doch nicht sperren, dass er ist mit uns. Seine Frucht ist wirklich gut. Jesus ist gut. Und uns Sinnennatur ist schlecht. Das geht Darm in das Sinnennatur leben. Und wenn wir unseren Hand geben zu Jesus, für uns Rettung, die Sinnennatur wird wegen mitschlafen. Und das geht nicht schlecht, wenn wir durchnehmen klapsen. Gott ist gut und groß und er will Gutes für uns. Und du hast nichts Besseres für uns, wenn wir uns hingeben. Die Frucht ist gut. Und die wir sind dort am Wand hinter uns, wir können noch kicken über da.
en wie kan zijn. God wil ons dort geven en dort en dort. Niet bloß een geschenk. Alle deze vrucht wil God ons geven. Aber we moeten ons geven te arm. Wenn wir uns nicht geven, dann wollen wir das Frucht nicht kann uitleven. Wir wollen das nicht kann sparen. Wir wollen das nicht kann sein, dass er es mit uns. En so dan wil ik vragen, en wanneer wij best die geeft. En wanneer je niet geeft te Jezus voor je zin, dat hij je zin kon betonen, doe dat. Want dat is de eerste stap. Jezus is goud. Dat is niet aardig of slecht of dom met dat. Dat is goud. Hij wil dat leven te die wezen. So wanneer je kan geven voor je zin, de grootste geschenk wat hij ons geven deed, is eeuwigheid in hemel, met amthoop. En dan, wanneer we ons handen geven voor dat is niet de eerste stap. Zie, veel mensen geloven, oh ja, wanneer ik dat heb gedaan, ik ben goed. Ik ben goed. Mijn leven kan ik dan pas wiedervieren, ik wil in de hemel zijn een dag en dat is goed. Nee, dat is niet goed. Jezus is zoveel gratis als dat. Hij wil ons geschenken geven, meer en meer. So best die dan je raad, best die dan handen geeft bloos voor die radang? Of best die ook handen geeft, zodat je kost die season weer niet nu ben best, dus de mama of wat Emma, zodat je kost God dein met dat. En laten zijn vrucht wozen en die durch dat. Best die je niet handen geeft, zodat je die woord kost lezen. We willen niet die woord lezen bloos wegen, en soll, das ein Christ Gott im Wort lesen, nicht? Aber das ist nicht der rechte Ursache. Wir werden dort lesen, wenn Jesus als Leben und den Wort gibt ans Leben. Und best die Hand geeft je niet om zijn genade annehmen. Wenn die Hand von des, wenn die dort trägen, dort sind, dann glaubst du das. Kost die Hand geben je niet om dort genade weiter annehmen und sagen, jo, Jesus hat das vergebt und er leidt mich. En ik kon er weiter abstaan en wieder gaan. Ik kon er weiter abstaan en ik kon in vrijheid en kracht leven. En ik brug niet in dat zin leven. Jezus is goud. Dat is hoeveel goud dat hij wil voor die. En ik wil ons moed geven, zoveel meer dat we kunnen ons geven, zoveel zijder is Jezus. En zoveel meer vrucht kan hij bossen in ons. Dat is niemals te veel of uniek wat we ons kunnen geven. So this thema, de gouden nodig is, dat is voor alle ons vandaag. We zijn alle in de zin geboren. We hebben alle de gelegenheid, Jezus aan te nemen. We hebben alle de gelegenheid te bossen en handgeven. So jeder een van ons, dat is voor ons. Waar kan we ons handgeven vandaag? So ik wil je moed geven, waar we handgeven vandaag. En ook morgen en overmorgen, waar we ons handgeven en zijn, waar we God bossen en ons. Waar we bidden. Vader im Himmel, ik dank die voor die radang. Ik dank die voor hoeveel leven en genade die hast voor ons. Ik dank die voor hoeveel groot en goed en gnedig die bent. En ik bid, Vader im Himmel, dat die was ons routen te die van jeder een van ons, dat we voor kan sparen waar goed die bent. En dat de beste ding wat we kan doen in leven is ons handgeven in alle deze beste weg. En ik bid dat die ons wijzen ook vandaag door deze dag. Waar schijn die best en waar we die kan prijzen en gemeenschap hebben met anderen. En zo ik bid dat er wordt een grote zegen zijn vandaag. Voor alle die hier. En voor iedere vrouw, mompje, mel, ieder mens wat hier is vandaag. Dat die worden zich opgebuurd zijn. Maar dat niet woonsteden zijn in het leven, maar dat die worden zich opbieden. En dat die worden kan moedig. Niet bloos naar huis voeren, maar moedig verder gaan met familie en vrienden, dat die worst wiederbrengt van hier. Ik bid het alle in Jezus' naam. Amen.